Wir fänken immer deinen Snack. Schönen guten Morgen, Dan. Ja, schönen guten Morgen, Gilles. Wie geht es? Mir geht tipptopp. Ich bin schon hungrig. Ja, und das ist so gut, weil mir als Startups evaluiert, das ist wichtig, über Snacks zu schwätzen. In dem Fall nennen wir es einfach Metal Snacks, weil mehr als abgefallen und wir hatten auch schon ein paar Diskussionen, auch die letzten Stunden, wie wir da bei Nähe sitzen. Mir essen gerne. Und mir essen gut. Ja, das kann ich so konfirmieren, ja. Just mehr als opgefallen Schmenge viele Leute dabei sind definitiv auch das teilst du op Konzern op dat zu Lützeburg aus Deutschland egal Belsch Limitationen op Konzern als denweis net so dat an it's shit ja wie konkrete so it's shit by the way Music Comedy also ich spiele das haut nicht dabei schon ganz Intro vergisst gesagt das könnte nicht schlimm mal dann dann auch haut Teil von Comedy mir schwätzen haut die wat ihr sind op Konzern war der Indoka besser machen wo natürlich auch die typisch Klischeen Metaler bufft just Fleisch wird nie abs anderes gesehen und trinkt nie Wasser just Bier ne das ja mal dat was gesucht geht immer ist gedeutet kann man schwätzen mal ein bisschen drüber weil ich meine sie genug Leute dabei sind die wie mehr dann entweder gewissen Auto oder gewissen Probleme hun net können méi so esse wie man an eiser Glanzzeit gise ne. Ja also ich mengen mir hunn es sind en den wann op Konzere geht streng gab es mir noch gern Apps ja richtig gern Apps fir ze wie Apps fir ze trinken an du was natürlich he so brutal limitiert get ein Kleintuchips guck das Denskes oder was du gefräst gëtt et abstiessen, da gucken se so ja, wie du wo le manger wéi an dann hust en klein to Chips wisse die fu der 5 Euro dafür bezielt wisse an ja das datch den de Klische vun der Metal hat buftecht Flech an drinkt Speier an Flech wann gift so blutig wie méiglech so frisch geschlurcht wie méiglech an ich mein get haut dafür eng komplett andere Realität de Mond vun den de meeschten Fans die op Konzere gin ass nur mittlerweile eng aner an gefiel dat wenn es net so richtig mat seien nee das richtig ich bin dat ganz viel lo an dem Joer fir Drun 2022 an Jo just im Corona war nonstop op Konzeren egal wo et war an überall war halt so mit de gewissen Stressfaktor du weißt be Konzer gehst du hast Ticken me merkt ich muss nach es für erste weil gewöhnlich Christe neich du entweder war Mengen Palais an schwlle net so dass so kritisch sind me es sind auch net gewollt für 7 Euro für eng Fried an den Thüringen du so nicht dann so nee du fikränech solle mal am Kebab neben run vielleicht qualitativ vielleicht ein bisschen mehr mir das nachher nicht gut und du verstehe ich an dem Fett nicht dass verschiedene Venues egal wo das was so entweder Thema entweder wollen sie nicht gehen weil es vielleicht auch organisatorisch du definitiv mit anderen Schippen zu kämpfen hast mit gehen aber auch Venues das soll mal schon nicht gesagt ich gehe ganz gerne entretant auch wenn du nicht ganz viel Metal lebst ich meine das ist ein allgemeine Problem aber du Metalmusik also der Rock oder was auch immer ja hier sind gehört irgendwie die du so und ich finde wenn du bei Konzert gehst also Package ich kaufe einen Ticket ich bezahle einen Teil-Amount und dann gehe ich hin und dann hätte ich gerne etwas dafür es ist auch gewollt für Bier für Wasser keinen Wert zu bezahlen mir dann sogar wenn ich misst ein paar Euro mehr bezahle für etwas anscheinend dort zu essen dann habe ich kein Problem damit. Ja. Ich meine nicht, dass ein Ticket Medaille müsst machen für das besser essen geht, weil die Leute ich will effektiv nicht essen und die werden dann natürlich gestraft dadurch. Aber ich meine, muss einfach mehr auf Freiheit gehen. Ne? Ja, Diversität muss einfach mehr da sein. Ich meine, wir können nur ein Beispiel zurückkommen, wo wir selber alle zwei exposiert waren, was mich ganz erstaunt hat, muss ich sagen. Wie man das Jahr 2023 hat Sleepers Guild an Cosmogon, wie war noch da? Jogger, ja. Die waren da und die hatten auf der Marie Astrid Metal Cruise organisiert, wo 30 Euro, 35 Euro. Ja, das war so etwas. Mit war vergleichsweise aber ein wirklich absolut fairer Preis. Ein absolut, vielleicht sogar, meine ich, schon so Zimmern gefroht für das, was das war ein Croisière. Ja, der Musel war. Der Musel mit 3 Bands.
am mat engem Issen am Sitze mat Service dabei mat 2 Gedrinksmengen ich war nach Ja, dat wees ich net méi du kust entweder dein Meatburger oder halt der Veganburger, weil ich sind dann een von denen die nimmer nach Pflanzen essen. Ja fir de Leute as Stoff an natürlich nach mir limitiert. An dem Fall hunn se awer sech do gut ugepasst an dann ha sie hat neppes fir jireen an ja du no kannst du wann sech nach aner Sache wollt dafür bezahlt de Fett mengenech wo viel Venues oder Organisateuren einfach sech die froh net stellen. Ja sind noch das sind ganz sind ökonomisch Aspekte die du han drlä an ich mengen allgemeng an der ganze Kulturindustrie an der Musikindustrie ich mein, wie Kettelo nach en ganz eng ganz Episode war Dutch wat Musiker überhaupt verdingen wann die verdingen ich noch Spotify Premium Account an ich weiß dass die kleinsten Deel von dem werde ich pro Monat bezahlen und tatsächlich und Musiker geht dann größten dir geht schon Spotify der Steuern dann Labels etc an die dann tatsächlich Musik machen die sind überall immer die kürzere mittlerweile natürlich da doch bei vielen bei dem ganzen Merchandise dass du Pourcentage die müssen sie dann aufgehen hat noch eine Sauerei also im Prinzip für die wo ich mich noch froh wie sie noch motiviert das richtig an du hast dann eben gött enorm op Kachte gedreckt Kachte so niedrig wie möglich gehalten an das bist halt bei mir sein kannst direkt méi wie einfach fast Bayer du hinzustellen das viel mir bëllech an dat sie beschwert an ich fand dass du wann weil ich meng eng de Mond das du der Mond du hast da muss doch mat zeien absolut das Prinzip vom Gleichgewicht das richtig ich meng so gut Kommerz normalerweise gemäht wir müssen Mail schreiben wir müssen als méi beschweren ja ich meine das für null interessant gesund das dann indirekt doch mat dem Thema wo mir haut auch van der okay gigantisch Thema aus mich schmengen Eiswe also irgendwo wichtig an sie bestimmt an Leute die selbe Situationen hunn wann sie rausgehen ob kannst ja an eng so an enger Disco christ doch nicht ge ausser der verdrischende Packschipse wo schaffen Fi der Lei wo wahrscheinlich schon aufgeladen hast mit das nach einer Problematik ja du hast du gilt das Prinzip egal vu wenger Musik du schwarz du hast die Problem überall schon bei enke eng Erfahrung gemacht die war zwar also die war ganz besonders dat war zu erster nach Trifolien enger Frau hat Metal die net war doch vun Musical also Theater mat Musik vu Motown Productions hun an die Lieder vun dem Studio dann do gespielt an eng Theateropfäung gemacht an du hast natürlich an der Halschend gouf eng Paus Frau rausgang gött een kleinen Aperitiv oder so wow der hat eine ganze Buffet also richtig Buffet mit wirklich Stung wirklich Kach wirklich proper Augedoen an Di war exzellent ich meine, sie hat Kürbis Cappuccino do zum Gottes Willen okay nicht schlecht die sind noch wirklich gut die werden noch wirklich gut die an sie hat sogar eng vegan Version davon an lauter lecker Sachen do wow alles dat an diesem Preis dran dat könnt zu Lützeburg aber das die einzig Erfahrung wo wirklich wow mit alles anders so so kann ich resümieren ja mit das aber so schmengen ich kann okay wann mal nur am Metal-Spektrum bleibe weil mir auf sich ist egal egal wo mehr hingehen wir müssen schon bald Fedrun als Gedanke machen macht de Konzert sonst mal dir geht 7 op oder voilà, 7:30 den die Band spielt 8 oder kurz nur 8 so wo hast du überhaupt Zeit genug für etwas Fedrun zu essen mischen so Dreck gell was du dann wenn du willst hörst du bald dann hörst du keinen an der da müsste das war du doch schon gemäht und ich meine das zwar nicht gerne ich mache mal selber bredische daheim und ich will sie matt gell und dann essen sie dafür drin wir sind ja aber dafür bekannt dass man gewöhnlich
gut ich mal aber genug an großartig Kichen ausfiel zu Lützeburg schon eng Mass vu Foodtrucks gedenk Mass von Haiern do an der Schmenge wo dann do justrems geht das natürlich im Bomens gell wo nur dabei wen bezielt werde da me wann eng ausfil hunn wann ich ge mein vegetarische Burger essen an de kascht sonst mal 3 Euro méi wie ihr normalen an ich will den Hund an Issen stehen Problem solange et gut das me das aber ganz oft der Fall dass du dann exposiert was um eng komisch Reaktion wie du sest vom Server den du stand servieren so just nach dat an der freste hu der so sondern gemein nee ja, dann ist halt nicht gell oder du gehst dann nur Konzern da bist du schon mal auch versehrt wissen echt zu gehen ich muss nur in einem Restaurant sitzen das wäre flott ich meine ich ging auch dick gerne Millionen für Dunne geschwärzt wann Soilwork Influencer und Arch Enemy kennt hätte ich auch gerne Kach mit der Doktor stehen indem man so petit Kanapeen dafür drücken wann der mal dran ist aber ich erzählen muss und ich gehe gerne hin aber dann meine Stadt dann weißt du dann ist das nicht so oh nee du hast nicht Metal genug mehr die Reflexionen kriegt ihr ja leider dann auch zum Teil und ich meine dazu könnt nach wie du doch schon gesagt hast der Mann das definitiv ernst das für 24 Jahre brauchen wir nicht 20 zurück für 10 Jahre 5 Jahre sogar und es sind noch ganz viele Bands die sich statt zum Herzölen Internationalbands wie auch Nationalbands die entweder voll vegan sind an sich auch dafür dann irgendwo ersetzen oder wie es doch gesagt ist Bands für wenn einmal gesagt ja Öko-Metal an ja hat von Cattle Decapitation geschwärzt ich meine das ist brutal also, Musik ever ja also ich meine für den nie gelöscht wird lauscht das mega die geilste Vocal sie überhaupt die craziest Vocal sie überhaupt ja me worum geht es bei der knuppenharder Musik es geht meistens ja ökologisch Themen an Deierschutz an sie prangeren natürlich immer die extrem schlecht Konditionen an der Viehzucht sind du absolut schonungslos brutal ja wie nicht nämlich in der Musik mehr eben auch von der Lyrics her ja an ja denen am Endeffekt sind sie eng veganisch Band also sie sind zwar nicht voll vegan sie so selber wann sie schon vor NRW sind ist du mat ihrem Truck durch du sie fahren noch einem Dreck da können sie am Endeffekt doch nicht die ganze Zeit vegan bleiben oder sie müssen schon lange am Vierreis planen me du hast auch Gojira die Schweizer auch die sind noch mehr öko-orientiert und das wannst wirklich wann den slowekisch für Themen von den einzelnen Bands interessiert und gucken was Schweizer Jungbands die all Probleme die um Planet tun ob es auch Rassismus ist oder wie gesagt Zerstörung von der Umwelt an den Tierschutz oder Tierquälerei haben wir auch gemengen da lebt extrem viel gerade von Arch Enemy geschwärzt Arch Enemy als ein riesige Band die sie mittlerweile einen absoluten Topliner gehen absolut an schmengen hier Sängerin das wissen die Milch da ist Whiteglass das ein vegan Aktivistin an natürlich hunse viele Fans die sich davon beeinflussen an die wollen dann natürlich wann sie vielleicht dann op engem Konzert sehen von hinnen wird nicht geben diese vielleicht auch erwarten vielleicht wird man gut vegan Foodtruck zu hun gebe so gepasse weißt du absolut an schmengen das ich weiß nicht ob mehr zuletzt du also der Mann das definitiv do mehr ob die Schwell zwischen dem wo man 4 und pro Jahr stungen den oh nee oder et goufen natürlich so Leute mir will kein schlecht oder gut reden mir goufen definitiv Leute die oh nee ist die Veganer für wat was du nicht schon auch so leid kannt ich sie selber lo bisschen betraft als gesundheitliche Gründe dass ich mein Intake Meat definitiv reduzieren muss an aber auch irgendwo do mein Challenge dran fannen merkt wat kachen ich wat ihr nicht an bis man an nicht steht an egal war ich bis gemäht und ich fand dann just die froh wo ich mir stellen hast sieh man mittlerweile ob der Balance kommt wo du siehst das toleriert oder nicht ob engem Konzert dann dat ze servieren ich denke schon weil der Mann das hier do an dumm geschwar egal du vergi man mal definitiv aus ich meine das einfach nach immer de Problem bei verschiedene Leute die sich kein frohen stellen oder wo einfach op Konzert gi für Konzert zu gehen mir denken ein Konzert insgesamt von
von Anfang bis zum Schluss als eine Experience. Ja, Und ich fand das da auch indirekt an. War nicht Buffers, tant mieux, und noch Merch. Ich meine, du kannst auch nach einer Band abzählen. Ich meine, den Josh Middleton, wo es los ist, als Veganer, und hier ganz Merchline als vegan-friendly. Ja, das ist man auch. so, ich schon dann, wenn ein T-Shirt 40 Pfund kostet, ja, sie 40 Pfund. Ich unterstütze nicht nur die Band. Ich mache vielleicht auch nach irgendwo etwas für was du noch könnt. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir über ökologisch News schwätzen, das nicht gut. Und wir sind alle betroffen. Wir können dem nicht entkommen. Das ist aber nicht für uns aktuell. Wir machen das nicht für euch, wir hoffentlich für die nächsten kommen. Also so gesehen nicht mal, gell? Aber ich fand das natürlich am Allgemeinen die Leute, die Metal lauschen und noch Metal machen, einen relativ hohen Bildungsstand haben. Also wir sind nicht einfach die Leute, die einfach aggressiv sind und sich besaufen. Und ich meine, der Stereotyp, den ist schon so alt. Ich meine, die ganze Geschichte von dem Metal-Festival, die noch aufgesucht gehen. Voilà. Ich weiß nicht genau, welchen Burgermeister da als ein gewisser Gemeinde. Ja, genau. Das ist schon, weil ja die Stereotypen, weil ja voll nach da, wo du dann denkst, mir merkt, was für ein Jahre leben wir. Mittelalter. Und ich meine, wie gesagt, viele Leute, die haben einen guten Bildungsstand, viele Leute, die Metal machen. Metal ist eine ganz komplexe Musik eigentlich. Für das zu spielen, musst du eine gewisse Intelligenz schon haben, für das überhaupt können zu machen. Und ich meine, denen sind die dort Probleme von Klimaerwärmung, vom Umweltschutz, denen sind die Sachen bewusst. Und das Ganze geht natürlich nach über mehr Gerechtigkeit an der Welt. Ich meine, die Themen, die kommen da auch für. Und du wennst also ein ganze Shift, also ein ganz Bewegung an der Demand hin no mehr Sustainability. Ja, das ist eben so Nachhaltigkeit nennen wir das ja. Ja. Und das ist ja nicht einfach so ein Wort, was den einfach an die Welt setzt, was gut klingt. Du hast wirklich etwas daheim. Ich noch lieber, dass mein Merch, mein T-Shirt als Fairtrade, also Fairtrade als an eben auch mehr ökologisch produziert das. Ich meine, das möchte ja dann noch Sinn. Das geht auch teilweise mit dem Image, ob es zum Beispiel Arch Enemy ist oder andere Bands. Ich meine, wann du genug Followers hast, die dem dann noch nachahmen, weil ein Musiker oder ein famous person wusste Follows, also aber irgendwo eine Form von Idol, und da guckst du dann noch rüber, und dann willst du dann noch irgendwo ein bisschen so machen wie sie. Was du dann in dem Fall sie sind noch Influencer in dem Sinne. Ja. Und das spielt ja dann noch dann indirekt eine Rolle mit dem, was du ist, ob du daheim hast. Mehr in dem Fall also eben auf Konzerte, wo das aber schon ein bisschen auffällt, dass du ein bisschen Marktum und Diversität das. Also ist sicher viel als der Metal Inspector viel auf Instagram in AW. Du hast mehr Followers, du followers auch mehr auf Instagram. Und ich meine, wenn du eben viel Profile du guckst, auch von einzelnen Künstlern, viel schreiben dabei, dass sie vegan sind. Ja. Und die Überraschung ist nicht, dass ein Schmiedel ein Veganer wäre. Nee. Also ich meine nicht, dass ihr das Preis gibt, mehr, wenn es eine Followers an du noch. Es gibt zwar die Witz, wie erkennst du einen Veganer? Seht ihr das? Das ist nicht falsch. Das ist einerseits nicht falsch. Das stimmt nicht. Seht ihr da, aber just dann, wenn es zu fries. Mengen nicht. Oh, nee. An der Zeit war es so. Ja, es sind nicht direkt rein, wo heißt sind denn da, sie Veganer. Ja, so nicht. Also du hast das kennengelernt. Just für Klartext. Nee, das ist aber etwas, was Leute oft, wenn sie Veganer sind, so, und du willst halt den Witz. Okay. Du hast erwähnt eben enorm viele Künstler, die das dann beischreiben, dass sie vegan sind, oder dann wisst ihr dann den Emoji, das ist der Plato, was dann dabei ist, dann wissen okay, ich sind das. Und das ist überraschend, wie viel das wirklich sind. Ja, das ist mehr wie... Und das ist wirklich also auch ein starken Trend an Venues, die sind irgendwie, die kriegen das nicht mit. Nee. Die, keine Ahnung, die gucken eben rein nach eben no Kachten an Profit an vergessen eigentlich steuert. Und ich meine, dass es also besser als ein bisschen zu investieren, Risk zu holen, und du hast ja nur mehr davon. Weil wenn die Leute nämlich so zufrieden sind mit der Venue, dann das schwätzt sich rundherum, und dann haben natürlich auch die Bands mehr Interesse, zurückzugehen. Absolut, denke ich auch. Ich meine, natürlich gibt es Bands gecatert, aber von einer Band, von eng vegan Band der Plätze bekennt, dass die
hier egen Sachen wat sie gerne vielleicht hätten an den Preis mal dran und dass sie dat noch an den auskräen wie wert kann dat dann nicht noch 4 gespiegelt gehen das ist was ich bisschen schön fand an dem Fall also genau das was du siehst ich meine irgendwo also den zum Beispiel mit dem Trend für definitiv nur geht ein Win-Win-Situation wann du dich einfach gings bisschen upassen und einfach mal guckst okay was lebt aktuell überhaupt 4 Konzert X oder 4 was weiß ich oder einfach so ein Magazin ein Green Venue gehört nach nicht der ganz viel mittlerweile also ein strenger Kächtepunkt ja muss viel oppassen aber du am Stromverbraucher also da oder an der Upassung weißt wie den ganz anlehrer funktionieren an Schmengen viele Leute sind die Schritt nicht gewollt zu hören weil sie wahrscheinlich erstmal natürlich Ziffern gesehen an nächster Stelle an froh christ dann ran mich schmengen haut aktuell leben wir an einer Influencerzeit wo so Sache wie dat gefundenes Fressen aus für Leute die mat derselbe der Philosophie 4 gehen an die gehen dat dann ob sie lo gerne man oder nicht oder ob sie gerne bekommst ja X gehen oder so mit die wollen aber zumindest dann einmal hin weil spezifisch der Grund so wie sie nicht mal ich ging da zum Beispiel mal okay. ja also ich gebe doch machen voilà. Ich meine das schon ganz viel für just die war just nennen wir ich wollte am Punkt Episode so Focus on Food mich Menge Focus on Sustainability on all levels schon ganz philosophisch das muss halt auch so der Metalindustrie als Matra verwickelt wie alle einer Industrie auch noch do gilt Sustainability an eben ökologisch frohen am allgemengen an natürlich muss auch muss zu noch verstimmen ne ich denke das sind sich nach einer Thema Sustainability als ein Element jetzt meint das ja wie nur geschwar wie was so Spotify hältst Musiker kriegen die kleinsten Deal von der Revenue muss da schon vorstellst was für eine Welt leben wir haben du muss ich ganz ehrlich sagen ja Spotify ist leider noch immer die Plattform wo am meisten Musik abgelötet wird nicht YouTube mehr YouTube ist auch ganz verändert wenn ich paar Jahre zurückdenke gell was ich meine wenn ich will eine Band unterstützen so einfach mal ein Beispiel weil du das direkte Beispiel das mal auffällt eng Band wo schlecht ja ganz viel volle Stunden wo auch op ménger Platz Nummer 1 gelandet as vu best Album von 2023 wann ich gerne von Apps von den hat aber den T-Shirt so mal schreiben ihnen einfach unhei kannst du mir das checken ich überweisen dazu direkt möchte klar ich meine einfach so ein bisschen zu den Trust-Issue wo fehlt sie sind natürlich ein klein ganz Underground Band wo auch noch selber hier das UK Management nee wenn da war ein größer Band da kannst du vergessen ich meine an dem Sinn gehen eben ganz viel Klangbands verloren weil sie gar nicht aus der Masse können heraus weil es einfach aus dem ganzen kapitalistischen Point de vue vom Internet Age einfach nicht mehr erlaubt das die gehen dann einfach inner Wanderkind sonst eng Band von ein Klangband das egal wo sie sind egal was man schreibt einfach froh ich meine schon nicht dabei verloren alle mit uns nee mais ganz oft hast du Chancen da kannst du direkt gedenken aller Liaison mit der Band gedenken du entwickelst einen gewissen Respekt für den anderen an ich nicht das mir personell das war an der Zeit so mit auch Bands von Lützburg das war immer so muss ich natürlich schon so ganz viele Bands sind sie Kollegen sie gut Freunde sie Bekannten die Geseiste du probierst du aber das ganz irgendwie zusammenzuhalten und wenn es natürlich so international rausgehst ist das nicht mehr so easy mit mich geht das einfach du denke ich ja es gibt genug kleine Bands auch im Ausland die genau dieselbe Problematik haben wie hier als Lützburg absolut an Schmengen du mal schon ganz viel gesagt für ich Appetit zu machen für nicht nehmen schappeschen Thüringer sondern einfach mal so eng sabele Brezel eng sabele strische Brezel ne hast du so einer Saarlandhalle das war nicht so das ging ich auch eventuell streiken oder wo was ich meine wie wirklich das allerschlimmste war wie so gut waren bei eng Tut Peanuts wo ich gefroht hun wo dann stehst du jetzt mal wirklich ein kleinen Tut Peanuts ja du hast ganz komisch geguckt du willst passiert sind so ja ich schon auch Hunger den Daniel doch Hunger an Schmengen mehr Ginlo appesinn an du mat Merci fir d Nolauusstrn an Merci Daniel fir dabei sinn immer gern an bis geschön ha bei Comedy to the Loo.